Summer Celebrations. Wer hat sich gefreut, heute Abend in die Kirche zu kommen? Come on! Oh, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das freut mich natürlich. Summer Celebration, Last Take heute Abend zum Thema, vielleicht hast du es schon gesehen, die Realität der inneren Freude, hoffnungsvoll leben. Und wenn du dich so für eine Summer Celebration vorbereitest, die letzten paar Wochen und Monate, ist es so ein Thema, was mir so auf dem Herz brennt. Warum? Weil ich merke, wir Christen sind nicht bekannt für ein fröhliches Leben. Und, come on Susanna, yes, I want to responder. Hey. Nein, und das ist eigentlich eine Schande, liebe Freunde, weil Freude ist ein essentieller Bestandteil des Reich Gottes. Unser Gott ist per Definition Freude. Er hat nicht nur Freude, sondern in der Schrift heißt es in Hebräer Kapitel 1, Vers 8, ich lese nicht alles vor, Jesus war gesalbt mit dem Öl der Freude über allen seinen Brüdern. Also er war der freudigste Mensch auf dieser Erde. 33 Jahre und nicht alles ist immer rund gelaufen. Er musste auch durch viele schwierige Dinge durch. Und von ihm heißt es, er war mit einer Freude des Himmels erfüllt, von dem wir lernen können. Weil wir reden heute nicht über eine Freude wie Glück oder gute Umstände. Wenn dann alle deine Entchen in einer Reihe sind, dann habe ich einen guten Tag. Sondern es geht um etwas Tieferes. Es geht um eine Realität, die von innen kommt. Weil Sprüche 17,22 heißt es, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund, aber ein trauriges Gemüt macht kraftlos und krank. Im Neues Leben Übersetzung heißt es, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Psalm 16, Vers 11, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Verstehst du, Gott hat Freude über deinem Leben, ob du ihn kennst oder nicht, ob du alle deine Dinge schon überwunden hast oder ob du in den größten Kämpfen deines Lebens bist. Zephania 3,17 heißt, der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir, begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelrufen über dir. Heute Abend, glaubt ihr wirklich, dass wenn Gott dein Leben anschaut, er von Liebe ergriffen ist und mit lautem Jubelruf über dir jubiliert und sagt, den habe ich gewollt. Das ist mein Sohn, meine Tochter. Für den habe ich meinen Sohn geschickt, der an dieses Kreuz ging. Hey, ich möchte euch etwas sagen. Ich habe eine Collage gemacht. Ich weiß, in der heutigen Zeit können viele Sorgen unser Herz bedrängen. Vielleicht spricht dich eines dieser Dinge an. Du hast Angst, du denkst, Scheibe, Trump, Russland, Ukraine-Krieg, Nigeria, die Christen werden verfolgt. Wann ist es bei uns soweit? Und eine Schwere kommt auf dein Herz. Du denkst, wie geht das weiter? Die Welt wird immer dunkler. Ich bin heute Abend gekommen, um euch zu sagen, Psalm 2, der Herr lacht über die Strategien des Teufels auf dieser Erde. Wisst ihr was? Weil der Teufel und unser Vater Gott und sein Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist in einer anderen Liga spielen. Amen. Wenn dein Leben voller Herausforderung ist, kann ich dir sagen, Gott hat eine Strategie und einen Weg, mit dir zu überwinden. Weißt du was? In Offenbarung 3 sagt der Geist zu der Gemeinde in Philadelphia, Jesus hat die Schlüssel. Die Türen, die er aufmacht, kann niemand schließen. Und wenn Jesus eine Türe zumacht, kann sie niemand aufmachen. Ich möchte euch heute Abend in deinen Kämpfen ermutigen, dieser Jesus hat die Schlüssel zu jeder Durchbruch in deinem Leben. Und ich sag dir eines, wer sein Leben auf dieses Fundament dieses Kreuzes stellt, wird überwinden.
Hey, der Herr lacht über die schematischen Dinge, die der Teufel aufbaut, weil Gott, kleine Side Note, ich habe dieses Buch gelesen, wir gewinnen. Einfach nur schnell, Amen. Also diese Schrift, Gott ist, der Vater im Himmel ist nicht, wie soll man sagen, ist nicht im Himmel und dann geschehen Dinge auf der Welt und er sagt, ei, habe ich nicht kommen sehen, Scheibe, habe ich nicht einberechnet. Hey, er ist kein Mensch, dass er lüge. Alles, was die Schrift verheißen und gesagt hat, wird zur Vollendung kommen. Offenbarung 11 heißt es, die Königreiche dieser Erde werden zu den Königreichen unseres Gottes. Das ist die Wahrheit. Jeder Mensch wird sein Knie beugen und bekennen, dass Christus der Herr ist. Das ist das, was die Schrift sagt und nicht die Umstände dieser Welt. Egal, wie schwierig deine Herausforderungen sind, Gott lacht über diesen Dingen des Feindes und will dich durchbringen. Auch in eine Freude hinein, die von innen kommt. Keine Waffe, die gegen dich geformt wird, wird Erfolg haben. Und keine Stimme im Gericht, die aufsteht, wird Recht bekommen. Versteht ihr, das ist Jesaja 54, 17. Das ist etwas, das immer wieder auf unseren Herzen ist. Egal, was der Teufel für schlecht für uns denkt. Der Vater dreht es um in Herrlichkeit und Sieg in unserem Leben. Weil der Teufel ist ein Lügner. Er will rauben, aber Johannes 10 sagt, unser König ist gekommen, dass wir Leben haben und Leben in Fülle. Und das ist die Wahrheit. Schau, ich habe ein Statement mitgebracht von Ernst Abbey, der Leiter des Schweizer Bibellesenbundes. Also er hat den Bibelleserbund gegründet. Er war auch bekannt als Botschafter der Freude, ein Evangelist. Und Abbey sagt, jeder sollte wissen, dass bisher ungeahnte Reichtümer an Freude, Freiheit und Überwindungskraft auf ihn wartet. Gott schenkt immer reichlich. Die Leute sollen merken, dass das Christenleben bei allem Ernst eine fröhliche Angelegenheit ist und dass Freude das Markenzeichen eines erlösten Christen ist. Hey, das ist dann nicht von einem einem Holy Roller und einem Abgänger einer Supernatural School of Ministry geschrieben worden. Ein Theologe, der im Wort verankert war, hat diese Freude erkannt, die dieser Christus mit sich bringt. Wenn wir heute über eine Realität der inneren Freude in unseren Stürmen unseres Lebens miteinander uns unterhalten, wie können wir da Durchbruch erleben? Ihr müsst wissen, die Engel haben gesagt in Lukas 2, ich bringe euch frohe Botschaft, gute Kunde für alle Menschen. Euch wird ein Erlöser geboren in der Stadt Davids. Der nimmt jede Schuld von dieser Welt. Er hat die Möglichkeit, alle Menschen zu versöhnen mit diesem Gott. Und er hat es getan. Und es ist möglich für jeden Menschen an dieses Kreuz zu schauen und zu sagen, danke Jesus, ich brauche deinen Sieg. 4 Punkte. Erster Punkt. Ich entscheide mich zur täglichen Danksagung, unabhängig von meinen Umständen und Gefühlen. Psalm 103, 2 bis 5. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vom sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Hey, das ist gute Botschaft aus dem Wort Gottes. Die ewige Wahrheit. Versteht ihr? Da kannst du dein ganzes Geld drauf verwetten. Das ist stabil. Die Leute sagen, ja, Don, dann brainwashst du uns wieder mit der Bibel. Ja, das mache ich. Hey, weißt du warum? Ich sag dir auch warum. Die Meinung von Dominik Haab interessiert kein Schwanz. Ganz ehrlich, das will niemand hören. Ich will nicht die Meinung von Dominik Haab hören. Ich will die Meinung der Schrift.
Und wenn die Schrift sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Für immer werde ich im Hause meines Vaters bleiben und seine Barmherzigkeit und Güte erleben. Dann ist das die Wahrheit und nicht meine Gefühle und die Lügengeister, die mich täglich anlügen. Wir hatten ja eine Hitzeperiode. Vor 4 Wochen kam ich am Morgen, wir hatten 39 Grad bei uns. Das ist natürlich für Milchkühe einen enormen Stress, auch für uns. Du schläfst dann nicht mehr so gut. Und da kam ich am Morgen raus und die Kühe sind gelegen und eine meiner absoluten besten Zuchtkühe und Lieblingskühe, 180 Tage tragend, hinter ihr. Ich habe gedacht, ich habe ein Bild gemacht, ob ich das zeigen soll, aber ich zeige es nicht, weil es schlimm aussieht. Ein 6-monatiges kleines Kalb, ein Abort. Und nebendran nochmal 1, Zwillinge. Und du weißt, das ist eigentlich das Todesurteil für die Kuh. Eine Woche später mussten wir sie einschläfern. Und dann kommst du raus. Und dann geht es in den sogenannten Silbertest, der Vater dir offenbart. Dann heißt es, in diesem Stallgang zu stehen, die Hände hochzuheben und sagen, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so beschützt hast, dass der Teufel mir nur eine Kuh rauben konnte. Und es ist ein Shiftwechsel, weil wir könnten denken, Gott hat uns nicht beschützt. Wenn der Teufel hätte können, hätte er meinen ganzen Stall geleert. Aber er konnte nicht, weil der Vater voll von Güte ist, hat seine Engel befohlen, mich zu beschützen. Und eine Kuh musste ich hingeben, aber ich mache diesen Silbertest in meinem Herzen. Wir alle haben diese Silbertests, immer wieder. Und wir entscheiden uns für Danksagung unserem Gott, weil er das größere Bild hat. Schau, wir hatten extreme Trockenheit, Wassermangel. Es ist nichts mehr gewachsen auf den Wiesen. Du hast es vielleicht in den Zeitungen gelesen. Unser gesäter Mais hat sehr, sehr schlimm ausgesehen. Und wir haben immer, jeden Tag, mehrmals Psalm 65 gebetet. Du tränkst die Ackerfurchen mit Regen und weichst den Erdboden auf. Du schenkst der Erde fruchtbringenden Regen und segnest, was auf ihr wächst. Du krönst das Jahr mit einer reichen Ernte. Die steinigen Wege fließen über vor Fülle. Und wir haben das täglich gebetet und 1,5 Wochen, 2 Wochen, es ist so weit gegangen, dass ich nicht mal mehr aufs Feld rausgegangen ist, weil ich gesagt habe, ich kann nicht draußen schauen, wie es ausschaut. Weil dann wird dir dein ganzer Glaube genommen. Ich schaue auf Jesus, weil er hat mehr Möglichkeiten als ich. Und wir beten weiter. Und dann kommen diese Gewitterzellen vor 2 Wochen und 10 Minuten in die andere Richtung, alles beregnet. 10 Minuten ins Aargau runter, alles beregnet. Und du bist zu Hause und es könnte etwas in deinem Herzen steigt auf. Ja, aber Vater, jetzt beten wir konstant für Regen. Und du machst links und rechts, segnest du. Und bei mir, wir hätten es so dringend, gibt es keinen Regen. Dann kommt wieder vom Heiligen Geist ein sogenannter Silbertest. Danke, Vater, von ganzem Herzen, dass du meine Nachbarn nicht vergessen hast. Danke, hast du gesegnet mit diesem Regen und du vergisst auch mich nicht. Und in dieser Woche, vor einer Woche am Mittwoch, am Morgen, meine Tochter aus dem ICF Teens Camp ruft uns an und sagt, Jesus hat zu meinem Herz gesprochen. Ich muss mein Leben ihm geben, ich muss mich taufen lassen. Meine Frau und ich haben ein Bild mitgebracht, sind rausgefahren nach Österreich, haben das zelebriert und Jesus Danke gesagt. Unsere 14-jährige Tochter, Amen. Währenddem wir in Österreich getauft haben, hat es geregnet und es war mir wie ein prophetischer Akt. Der Vater hat gesagt, deine Danksagung, obwohl du den Durchbruch nicht gesehen hast, hat einen viel größeren Durchbruch in deinem Leben bewirkt. Und 2 Tage später kommen wir nach Hause und wir haben die letzten 3-4 Tage auch über 20 Millimeter Regen gehabt. Jesus hat uns nicht vergessen, aber wir müssen durch diese Silbertests durch, wo wir unsere Danksagung immer wieder sagen. Versteht ihr, wir müssen das lernen, wir müssen diese Praise Breaks lernen. Versteht ihr, wir müssen lernen, Danke zu sagen. Und
das möchten wir jetzt ganz praktisch möchten wir das machen. Mach die Augen zu. Gib kurz 10 Sekunden. Sag jetzt, für was du jetzt persönlich dankbar bist. Vater, ich danke dir von Herzen, dass wir einen wunderbaren Praktikant haben, der Ephraim, der uns so hilft auf dem Hof, dass ich überhaupt heute da sein kann. Danke für die Treue und die Liebe, die du unserer Familie immer wieder erweist. Wir lieben dich. Danke, Jesus. Amen. Ganz einfach. Das sind die Silbertests. Kannst meine Freunde fragen, wenn wir im Auto sind, egal, täglich, immer wieder. Ich möchte nur schnell Jesus Danke sagen für die kleinen Dinge des Lebens. Für die großen und für die kleinen. Aber es ist ein Training, es macht niemand für dich. Wenn dein Herz innen dran weich bleiben soll, dann musst du diese Dankbarkeitsmomente einbauen täglich. Niemand anders macht's für dich. Die Welt und der Teufel und deine negativen Gedanken werden dich immer davon abhalten, Jesus Danke zu sagen. Aber der Vater freut sich an jedem Kind, der innehält und acknowledged und sagt, ja Jesus, du hast mich nicht vergessen. Amen. Amen. Der zweite Punkt, die Freude kommt aus der Gewissheit, dass mein Name im Buch des Lebens aufgeschrieben ist. Schau, Lukas 10,20. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, obwohl das absolut genial ist, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Versteht ihr? Jesus sagt das, weil er weiß, unsere Erlösung muss Freude bewirken. Wenn wir das Wort im Griechischen, ich habe es drauf, Chara, Freude und Gnade, Charis, Gnade, Gunst und Dank, haben lautlich und inhaltlich dieselbe Wurzel. Für neutestamentliche Hörer vor 2000 Jahren war dankbare Freude und freudiger Dank, dass Jesus alle unsere Sünden weggetragen hat. Das kam im Paket. Ich möchte dir etwas sagen, wenn du nicht realisierst, dass dir alle Schuld vergeben ist, wenn das keine Freude auslöst in deinem Herz, hast du eine halbgute Botschaft geglaubt. Du bist dem Teufel auf den Leim gegangen. Wenn ich mein Leben zurückverfolge, dann kann ich nur jubilieren und Danke sagen diesem Vater Gott. Der hat mir Dinge geschenkt, die hätte ich nie verdient. Er hat mir Sünden vergeben, die hätte er nie vergeben sollen. Aber er hat gesagt, ich liebe dich so sehr, ich rechne dir deine Schuld nicht an. Und genau das sagt er über dir heute Abend. Er rechnet deine Schuld dir nicht mehr an. Wenn du an dieses Kreuz schaust, ist Vergebung für alle deine Schuld immer da. Und du bist Sohn und Tochter für immer. Was für eine geniale Botschaft. Jeremia 31,3 heißt, ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt, darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Hey, was für eine Zusage. Der Herr ist uns immer mit Güte begegnet. Stell dir vor, es ist alles dir vergeben. Stell dir vor, deine Schuld ist vergeben. Du musst deine Lasten nicht selber tragen. Egal, was du auf dem Kerbholz hast, der hat alles bezahlt und alles gesühnt. Das ist die beste Botschaft, keine halbgute Botschaft von irgendwelchen religiösen Tweets. Das ist die Wahrheit, diese Liebe dieses Vaters. Versteht ihr? Wir müssen es wissen. Lass uns ganz kurz in einen 30-sekündigen Praise Break aufstehen. Schnell, komm. We need to do a praise break. We need to say thank you, Lord. Wir sagen Danke, Jesus. Hebt die Hände hoch. Come on, let's praise. Come on. Woo! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And I won't be quiet, my God is alive. And how could I keep it inside? And I won't be quiet, my God is alive. And how could I keep it inside? We're gonna praise the Lord, oh my soul. Hey, 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 oh, hey, 1, 2, 3, oh yeah! Woo!
Danke, Paddy. Scheibe, ist das gut. Hey, weißt du was? Von uns wegschauen und diese Praise Breaks einbauen. Bitte täglich mehrmals. Aber ich kann dir sagen, es macht niemand für dich. Niemand. Die Welt und die Umstände machen es nicht für dich. Aber mach diese Praise Breaks. Es ehrt den Vater zutiefst. Der dritte Punkt, du bist kein Sklave deiner Gedanken. 2. Korinther 10, 3-5, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Versteht ihr, du bist kein Sklave deiner Gedanken. Deine Gedanken dürfen nicht machen, was sie wollen. Ich weiß, der Kampf ist da zwischen den beiden Lauschern. Da drin ist the battlefield of the mind. Und diese Kämpfe der Gedanken können nur gewonnen werden mit der Schrift. Du kannst nicht sagen, ja, jetzt will ich mich einfach besser fühlen. Ja, warum fühlst du dich besser? Ich fühle mich besser, weil Christus gesagt hat, durch den Apostel Paulus in Epheser 1, es war mir eine Freude und mein Plan, euch als meine Kinder anzunehmen. Ich habe den Weg gemacht, habe alles bezahlt, nehme euch gerne von Herrlichkeit zu Herrlichkeit mit, habe euch Kraft gegeben in meinem Blut, meinem Namen, Menschen zu helfen, dämonische Mächte auszutreiben. Euer Name ist im Buch des Lebens aufgeschrieben. Das ist die Wahrheit der Schrift, aber du musst sie aufmachen. Du musst sie aufmachen. Ich möchte eure Bibeln sehen, die auseinanderfallen. Weil sie meistens, eine auseinanderfallende Bibel gehört meistens einem Menschen, der nicht auseinanderfällt. That's true. Wenn du 20 Jahre gläubig bist und deine Bibel ausschaut, wie du sie das erste Mal aus dem Regal nimmst, dann sorry, you're not living in the Word. Du lebst nicht im Wort. Du kannst nur überwinden im Kampf deiner Gedanken, wenn die Schrift ein täglicher Begleiter deines Lebens ist. Jesus sagt in Johannes 6,63, meine Worte sind Geist und Leben. Der Geist hat alle diese Worte der Bibel eingehaucht und sie werden 100%ig zur Erfüllung kommen. Amen. Und ich verstehe, ab und zu gibt es Momente, da wird unser Herz schwer. Dinge passieren in unserem Umfeld, in unseren Familien und wir haben plötzlich Kämpfe. Wir sehen nicht mehr durch, wir sehen nur noch schwarz. Schau. Jede Entmutigung in deinem Leben, jede depressive Phase in deinem Leben beginnt mit einem Gedanken der Entmutigung, mit einem Gedanken der Hoffnungslosigkeit. Und es bleibt eben nicht bei einem Gedanken, sondern du denkst dir diese Gedanken, dann kommt plötzlich noch ein zweiter, noch ein dritter und es wird immer dunkler. Und du baust dir ein Gedankengebäude auf. Und plötzlich wird deine Welt ganz dunkel. Und psychische Kämpfe sind real in der heutigen Zeit. Und sind sehr oft beschleunigt durch diese Gedanken, die von Lügengeistern in unsere Herzen, in unseren Kopf hineingepflanzt wird. Und wir müssen etwas lernen. Wenn ich die Momente habe der Schwere, dann ist das der Platz, wo ich hingehe, unser Zimmer, unser Gebetszimmer da an diesem Kreuz vorne. Und du musst kein Zimmer haben, du kannst das bei deinem Bett auf der Seite ein kleines Holzkreuz aufstellen. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und vor eurer Last fast erdrückt werdet. Ich möchte euch Ruhe schenken. Mein Joch ist leicht und drückt nicht, lernt von mir. Das macht niemand für dich. Das ist mein Lieblingsplatz. Mein ganzes Leben möchte ich dort verbringen. Weißt du warum? Dort fließt Leben.
Keine dämonische Macht hat die Möglichkeit, mein Leben zu zerstören, wenn ich da bleibe. Weil dieser Christus triumphal mich in seinem Triumphzug mitführt, heißt es in der Schrift. Und da geht ein Duft von mir weg, vom Sieg. Warum? Nicht, weil Dominik Haab gut ist, weil Christus es verheißen hat. Also, liebe Freunde, im Kampf eure Gedanken. Du bist kein Sklave deiner Gedanken. Mit jedem deiner Probleme und Herausforderungen ist da am Fuße des Kreuzes der richtige Platz. Amen. Danke, Jesus. Schau, wenn ich Schwierigkeiten in meinem Gedankengebäude habe und ich diese Wahrheit der Schrift nehme, mein geistlicher Vater, wenn ich ihn anrufe mit meinen Schwierigkeiten, sagt er immer, als ich Herausforderungen und immer noch Herausforderungen in meinem Leben habe, kommt meine liebe Frau immer nahe zu mir, umarmt mich und sagt, 70 Jahre hat Jesus uns jemals im Stich gelassen? Nein. Und ich bin heute Abend zu euch gekommen, in dein Leben hineinzureden und zu sagen, Jesus lässt dich nie im Stich. Ich bin jetzt 21 Jahre mit Jesus unterwegs und ich kann dir eins sagen, Jesus hat unsere Familie noch nie im Stich gelassen. Und in 30 Jahren kann ich dir genau das Gleiche bezeugen. Und das als Ermutigung für alle Jungen in euren Kämpfen drin. Wer sein Vertrauen auf dieses Kreuz setzt, wird nie enttäuscht werden. Jesus hat uns noch nie im Stich gelassen. Und der letzte und der wichtigste Punkt, um diese innere Freude zu kultivieren. Du bist nicht der Mittelpunkt deines Lebens. Schau, Matthäus 16, 24, 26 heißt, dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Das ist eine Herausforderung in unserer Zeit, in unserer humanistischen Zeit, wo du der König deines Lebens bist. Du kannst kein Nachfolger sein von Christus, wenn du an deinem Leben hängst. Du kannst kein Nachfolger sein, der in der wahren Freude läuft, wenn du noch dein Gott deines Lebens bist. Du bist teuer erkauft worden, du gehörst nicht mehr dir selbst. Das ist das, was die Schrift sagt. Es hat Christus sein Blut gekostet, damit du teuer erkauft bist. Wenn du wahre Freude, egal was für Umstände du drin bist, erleben willst, dann bitte stirb heute Abend. Gib deine Rechte auf. Das heißt nicht, dass du zu einem Doormat wirst von allen. Nein. Die Bibel sagt, wahre Liebe hat der Mensch, der bereit ist, sein Leben zu geben für einen Freund. Wenn du willst König sein von deinem Leben, wenn du groß rauskommen willst, bitte heirate nie, bitte mach nie Kinder. Weil du lernst dienen, du lernst dein Leben zu verschenken. Und weißt du was, du machst es mit Freude, weil Christus dein Vorbild ist. Nicht, weil es heißt, ich darf nicht mehr zu mir schauen, dass es mir gut geht. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass Christus unser Vorbild ist. Wir haben in der heutigen Gesellschaft nur noch Egoisten. Hauptsache, mir geht es gut. Ich möchte alles, der Fünfer und das Weckli. Und es wird immer primitiver und immer perverser. Liebe Freunde, und wir müssen dagegen aufstehen. Ich meine, wir kennen, oder aktuell jetzt ein deutscher Politiker kauft sich ein Kind in Amerika. Und ein Riesenaufschrei. Ja, liebe Freunde, ich kann auch nicht 2 Munnelis auf die Weide jagen und da gibt's ein Kuhkalb. Das geht nicht. Wenn du schon sagst, ich will in so einer Beziehung leben, dann kannst du nicht das Fünfer und das Weckli haben. Das geht nicht. Liebe Freunde, wir müssen verstehen, das sind die Auswüchse eines humanistischen Denkens, wo jeder sein Gott ist und alles will. Aber es geht nicht. Es geht darum, dass wir uns selber
Immer wieder an dieses Kreuz werfen und lernen, es geht nicht um uns. Ich sag dir, die größte Freude ist, wenn du dein Leben aufgibst für Christus. Hey, dann Leute sagen, Tom, kannst du mir ein Geheimnis erzählen, wie du nach 20 Jahren noch on fire bist? Ich weiß nicht, wie ich in 10 bin, aber ich will noch mehr on fire sein. Warum? In 30 noch mehr. Es geht nicht um mich. Preach the gospel, die and be forgotten. Amen. Wenn wahre Freude in unserem Leben herrschen soll, dann muss etwas klar sein. Es geht nicht um uns, es geht um das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinvorträgt. Bitte vergesst den Namen auf irgendeiner Bühne oder irgendeinem Podcast. Es geht um dieses Wunderbare. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat alles gegeben, nicht wir. Wir haben es uns nicht gut angestellt. Er ist die Wahrheit, wo wir unser Leben dran ausrichten. Er ist der Bright and Morning Star. Er ist der Anfänger. Er macht alles neu. Er darf die Siegel öffnen. Er ist dieses Lamm, das wir eines sehen werden. Das ist der beste Platz. Wenn du stirbst zu dir selber, kannst du in eine Freude hineinlaufen, wo dein Leben, da kannst du durchs Tal des Todes gehen und jubilieren. Und für das möchte ich beten heute. Lass uns aufstehen. Es ist eine challenging Message. Weißt du, warum ist es eine challenging Message? Weil es geht nicht mehr um dich. Best message ever. Best message ever. Es geht um ein Reich unseres Gottes, das größer ist als unsere Leben. Und wenn du dich einklingst, halt deine Hand auf dein Herz. Jesus, wir möchten dir Danke sagen von ganzem Herzen. Du siehst unsere Leben, du siehst unsere Kämpfe in unseren Gedanken, du siehst unsere Herausforderungen, wo der Teufel unsere Freuden rauben will. Es tut uns so leid, wo wir noch lebendig waren. Es tut mir so leid, wo es noch um mich geht, damit ich groß rauskomme. Möchten einfach noch mal sagen, es tut uns leid. Wir wollen unseren Blick schärfen auf dieses Kreuz. Und wir wollen die besten lernenden Söhne und Töchter sein, all unsere Sorgen bei dir abzuladen, im Wissen, du schenkst Freude und Freude in Fülle. Und so segne ich euch am heutigen Abend, auch alle, die online zuschauen. Ich segne euch mit einer übernatürlichen Freude, die der Geist schenkt, aus der Wahrheit der Schrift. Christus, der Gesalbte, der die Schlüssel des Todes hat, der Leben geben will, der deine Lebenstüren auf- und zuschließen kann, damit du ein klarer, er führt dich an the straight path of righteousness, um seinen Namens willen, einen geraden Weg der Gerechtigkeit. Danke, Jesus. So segne ich euch mit einem klaren Blick. Der klare Blick auf dieses Kreuz. Danke, Jesus. Amen. Amen. Lass uns Jesus einen Applaus geben. Jesus! Unsere Leidenschaft ist es, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und wie wir das machen, ist genau durch solche Predigten. Ich bin überzeugt, Gott hat etwas zu dir gesagt. Also nimm dir einen Moment Zeit, schreib es dir auf, sodass du es nicht vergisst. Und wenn du weiter mit uns connecten möchtest, dann findest du alle möglichen Kanäle hier unter dem QR-Code oder komm doch mal vor Ort hier in Zürich vorbei.